Hallo, guten Tag meine Damen und Herren, willkommen in meinem Blog, heute für erst einmal auf Deutsch. Ich werde mich heute mit einem sehr interessanten Thema beschäftigen, aber ich will keine große Diskussion machen, sondern eine kleine Reflexion, die ich aus einem Beispiel, aus einer Anekdote einführen will. Okay, was ist mir letzte Woche passiert? Jemand hat mich angerufen und das war angeblich Windows Instandsetzung Dienst, weil mein Computer laut ihnen ein Virus hatte. Das ist, was man mir direkt gesagt hat. Ich habe auch gefragt, aber wie wissen Sie genau, dass dieser bestimmte Computer hier ein Virus hat und wie haben Sie meine Telefonnummer? Ich habe Windows niemals meine Telefonnummer gegeben. Wir haben ein bisschen diskutiert sozusagen und am Ende hat man einfach aufgelegt. Das haben Sie gemacht, ich habe das nicht gemacht. Die Hinweise, die ich theoretisch folgen sollte, die Hinweise meine ich die Kommando, die ich im Computer eintragen sollte, habe ich in einem Blatt Papier hingeschrieben, aber natürlich niemals im Computer eingetragen. Danach habe ich das im Internet nachgeschaut und das war natürlich etwas falsch und eine Betrug. Ja, gut. Aber was ist wichtig hier? Wichtig ist, wie man meine Telefonnummer hatte. Und nicht nur das, sondern auch, wie man mich angesprochen hat. Warum? Weil sie haben mich für meinen Partnernamen angesprochen und nicht meinen Namen. Das war zuerst ein bisschen überraschend, aber danach habe ich auch direkt gedacht, nee, das ist gut, das geht, weil ich einmal meine Telefonnummer mit meinem Partners Namen gegeben habe. Also es gibt nur ein Unternehmen, ja, das Telefonnummer in Verbindung mit einem anderen Namen, nicht mein Namen, hat. Und dieses Unternehmen ist Vodafone. Okay, was kann man davon einfach schließen? Ich würde sagen, es gibt nur eine einzige logische Schlussfolgerung und zwar Vodafone hat meine Daten verkauft. Und das ist natürlich nicht schön. Ich weiß nicht, ob Vodafone das direkt an diese komischen Leute von Indien oder China gemacht hat. Das sollte Vodafone theoretisch nicht machen. Nicht sollte, dürfte das nicht machen. Aber vielleicht hat Vodafone andere Dritten das übergegeben. Vielleicht, ich weiß nicht, ein Unternehmen, die Vodafone hilft, Statistik mit der Kunde zu machen. Und dieses Unternehmen hat dann tatsächlich meine Daten verkauft. Hier gibt es natürlich ein Problem, weil man hat dann in meinem Privatleben eingemischt und das geht nicht. Wir haben immer Recht an unsere Privatsphäre, das ist sehr wichtig, aber das Verkauf von Daten behindert das. Und das ist eigentlich auch ein Menschenrecht. Das ist sehr wichtig zu wissen und es ist sehr auch wichtig zu erkennen, dass die Personaldaten und das Privatleben der Menschen kein Ware ist. Es gibt hier noch eine weitere Reflexion, eine tiefere Reflexion, und zwar Kapitalismus behindert immer die Freiheit, die radikale Freiheit, nicht die Freiheit zu machen, einfach was ich will, sondern die radikale Freiheit. Je mehr begrenzt das Kapitalismus ist, desto besser. Das ist selbstverständlich. Aber gibt es hier einmal ein Risiko immer und gibt es hier auch einmal eine Behinderung der Freiheit der anderen. Gut, das ist die Reflexion, die ich machen wollte und ich hoffe, dass ich mich gut ausdrücken konnte und danke für Hören.